Ja, herzlich willkommen zum Lernvideo vom Böhmischen Traum. Dieses wunderschöne Stück beginnen wir auf der zweiten Reihe auf Druck mit diesem Intro. So, wir beginnen nun und suchen den ersten Griff. Dazu suchen wir erstmals den Gleichton und legen den Mittelfinger einen Knopf kopfwärts. So, das ist unser erster Griff. Der nächste, der Kreuzgriff. Noch einmal von vorne. Und dann 2 Griffe auf Zug. Und Druck wieder. Noch einmal von vorne. Zug. Und wieder Druck. So, nun mit Bass. Dazu verwendest du ganz einfach den Bass der zweiten Reihe und dann haben wir noch einen Basslauf. Also hier beim zweiten, also 1, 2, Pause. Und Basslauf. Dann kannst du noch zusätzlich hier diesen einen kurzen Einwurf in dein Harmonikaspiel einbauen, aber das ist kein Muss. Das wird auf Zug gespielt. So, wie du jetzt schon gehört und gesehen hast, haben wir schon einen Teil gelernt, also vom ersten Teil den Anfangsteil, weil das Intro ist quasi ein Auszug vom ersten Teil. Wir spielen jetzt noch einmal langsam so weit, wie wir schon das Intro gelernt haben. Noch einmal vom Intro weg. Dann, das haben wir schon gelernt. Und wechseln jetzt auf die dritte Reihe. Dritte Reihe, Zug und wieder auf die dritte Reihe zurück. Dann geht es weiter auf der ersten Reihe. Dann hast du gleich einen Basswechsel. Das kommt jetzt immer darauf an, wie deine Harmonika auf der Bassseite eben belegt ist. Hier gibt es über 80 verschiedene Basssysteme. Bei meiner Harmonika
in GCFB brauche ich jetzt nur quasi auf diesen G-Bass hier wechseln und abwechselnd hier den Wechselbass spielen. Bei dieser Harmonika ist das Basssystem leider etwas anders belegt. Jetzt muss ich nur den G-Bass spielen und das kleine G dazu. Aber wenn du hier das richtige Basssystem hast, kannst du hier einen Wechselbass spielen auf der zweiten Bassreihe. Aber wie du hörst, passt hier der Bass nicht dazu. So, nun zurück auf die rechte Seite. Das ist dieser Teil. Auf Zug. Erste Reihe. Noch einmal. Noch einmal langsam. Noch einmal vom ersten Teil weg, gleich mit Bass. Basswechsel und auf die erste Reihe runter wechseln. Dann mache jetzt am besten eine Pause und wiederhole das Stück jetzt so lange, bis du das wirklich schon fehlerfrei auswendig spielen kannst. Wenn du jetzt schon soweit bist, kannst du jetzt wieder gleich mitmachen. Wir wechseln wieder auch von der zweiten Bassreihe auf die erste Bassreihe. Dann beginnend hier mit diesem A-Bassknopf. Also dieser Griff hier, Gleichton und dieser Knopf. Und wir bleiben dann gleich mit den Gleichton stehen und wechseln nur mit dem Zeigefinger um einen Knopf Richtung Fuß. Und das ist unser nächster Griff. Gleich mit Bass. Und dann auf Druck. So, nun geht es weiter. Druck. Dann auf die erste Reihe wechseln. Also hier der Wechsel. Dritte Reihe mit diese zwei Finger und erste Reihe mit diese zwei. Also schön aufteilen deine Finger. So. Und dann
quasi der Abschluss. Basswechsel, Bass der dritten Reihe verwenden. So, wiederhole das Stück nun wieder langsam. Du kannst auch gerne die Geschwindigkeit des Tempos hier unten beim Zahnrad verstellen, zum Beispiel auf halber Geschwindigkeit. Und dann beginnt das Stück eigentlich von vorne. Also nur, dass wir jetzt eine Oktav höher spielen. Wir haben jetzt das Stück so gespielt. Und jetzt, wenn du schon die Tonleitern gelernt hast, die zweistimmige zum Beispiel, dann ist es jetzt für dich ein Kinderspiel, weil wir rutschen einfach nur um eine Oktav nach unten. Das heißt, am besten ist, du schaust jetzt erstmals das zweistimmige Tonleiter-Video an und kommst dann wieder. Und dann kannst du jetzt einfach, jetzt wo dein kleiner Finger steht, mit deinem Zeigefinger hinrutschen und hast quasi eine Oktav höher. Bist eine Oktav höher. Und spielst die gleichen Griffe wie vorhin. So, noch einmal von vorne. Der Kreuzgriff. Zug. Und wieder Druck. Noch einmal. Hier kannst du einen Auftakt spielen. Und wechselst dann runter. Der Auftakt wird so gespielt am Gleichton. Das sollte nichts Neues sein. So, und dann haben wir wieder den Zugteil nur eine Oktav höher. Das ist der Zugteil eine Oktav tiefer und das ist der höher. Das wird wirklich komplett gleich gespielt. Nochmal langsamer. Das ist der Anfangston auf Zug. Und wechselst auch wieder hier auf die zweite Bassreihe wie vorhin. Und dann switchst du wieder mit dem Bass auf den Bass der zweiten Reihe. Und dann dieser Gabelgriff hier. Druck. Das ist wieder wie am Beginn. Und dann Abschluss hier. Und das Stück wiederholt sich.
und so weiter. Dann mach jetzt wieder mal eine Pause und dann spielen wir jetzt den zweiten Teil vom Böhmischen Traum. Dieser Teil ist etwas schwieriger, weil du brauchst hier Halbtöne. Also das heißt, ich habe hier 2. Wenn du diese 2 Halbtöne nicht hast, lass diesen Teil unbedingt weg, weil sonst klingt das nicht richtig. So, nun beginnen wir mit dem ersten Griff. Dieser wird auf Zug gespielt. Auf der ersten Reihe, also Nummer 1, 2, einer frei und Nummer 3. Diesen spielst du dann 3-mal. Und hier hast du wieder diesen G-Bass, den spielst du beim ersten und beim dritten Mal. Und dann hier der Gleichton und dann hier der Halbton und etwas ein ausgefuchster Griff. Dieser wird auf Druck gespielt. Und dann dieser. Nochmal von vorne. So, noch einmal von vorne. Dann der nächste Griff. Jetzt lass du den Gleichton weg und stellst diesen kleinen Finger hier hinunter und bleibst aber mit diesen 2 Fingern auf denselben 2 Knöpfen. Also. Und dann hier. So, noch einmal von vorne und dann gleich noch ein weiterer Griff. Und dann rutscht du mit diesem Zeigefinger auf die erste Reihe und spielst diesen dann auf Zug. Noch einmal. Dieser Griffwechsel hier. Und Zug. Der ist etwas tricky. Also üb diesen Teil wirklich sehr, sehr langsam, dass du den auch wirklich fehlerfrei spielst. So, nun wiederholen wir den zweiten Teil von Anbeginn. Noch einmal. Dann kommt hier diese Passage. Dann kommt hier diese Passage. Das ist unser erster Griff auf Zug. Druck. Dann dieser etwas ausgefallene Griff mit dem Halbton. Und wieder Zug.
Noch einmal. Druck. Und Zug. Hier ist wichtig, dass du wirklich diesen Fingersatz verwendest. Auf der zweiten Reihe Zeigefinger, Mittelfinger, erste Reihe Ringfinger und kleiner Finger. Druck, Zug, dann noch einmal von vorne. Und dann würde der letzte Teil, also dieser Klarinettenabgang, quasi Übergang, wir spielen aber jetzt noch einmal das Stück von vorne. Noch einmal. So, nun kommen wir zu der letzten Passage vom zweiten Teil. Dieser wird wieder auf Zug gespielt. Wir spielen die einmal kurz vor. So, nun beginnen wir. Wir suchen nun den ersten richtigen Griff. Auf Zug. Wieder den richtigen Fingersatz verwenden. Also hier quasi zweimal das gleiche. Dann hier verschiebst du die zwei Finger um einen Knopf kopfwärts. Hier auch dann. Hier zurück. Noch einmal. Und dann wird es tiefer. Dann hier wechselst du quasi hier auf die zweite Reihe mit den Zeige- und Mittelfinger, weil du jetzt dann noch auf der ersten Reihe spielen musst. Also diese zwei hier. Noch einmal langsam. Und dann der Wechsel. Und dann quasi die Tonleiter runterspielen. So, noch einmal von vorne. So, und dann spielst du wieder den ersten Teil einmal. Bevor du auf den zweiten Teil spielst, hast du auch einen Auftakt. Das heißt, der erste Teil endet so. Und dann spielst du noch, bevor du den ersten Griff des zweiten Teils spielst, noch diesen Auftakt. Auf Druck. So, und nun spielst du jetzt dann einmal den ersten Teil und beginnst dann mit diesen
Übergang auf die dritte Reihe. Also beginnend am Gleichton der dritten Reihe auf Druck und verwendest gleich die richtigen Finger, den Gleichton mit den Zeigefinger, erste Reihe mit den Ringfinger, Mittelfinger auf der zweiten Reihe. Dann klingt es so wunderschön, weil wenn du jetzt nur mit einem Finger spielst zum Beispiel oder zwei, dann wirst du nicht diese Geschwindigkeit spielen können. Wenn das noch nicht bei dir so klingt, ich weiß, anfangs ist das sehr schwierig, denk dir einfach, du rollst hier der erste Ton hier wird etwas ausgehalten und diese drei werden wirklich ganz schnell, aber einer nach dem anderen. Hier rollst du quasi so drüber. So, nun, dann hier hast du einen Basslauf oder eine Basseinleitung. Also quasi zwei ganze Takte. Nur, dass du hier diesen Basslauf spielst. Und ich spiele dann hier noch einen kurzen Basslauf hinein. So, und bei diesem Basslauf spielst du auch gleich diese zwei Griffe, die zwei ersten Griffe vom dritten Teil. Kreuzgriff, nochmal von vorne. Und dann hier der Wechsel, spielst du gleich diesen Basslauf und dann der Kreuzgriff. Wechselst du hier auf den G-Bass. So, noch einmal von vorne mit Bass. Und dann der Basslauf, also der Übergang auf Zug, wird so gespielt mit diesen zwei Bässe. Also C und G. Und auf der rechten Seite spielst du diese zwei. Der vierten Reihe und dann den Kreuzgriff.
Zug und wechselst hier wieder auf den G-Bass, auf den Wechselbass, wenn du den hier spielen kannst. Und hast hier diesen Griff auf der zweiten Reihe. Auf Zug. Noch einmal. So, noch einmal von vorne. Dann wechselst du hier hinauf auf Zug und auf die zweite Bassreihe, G-Bass. Und dann hier auf den F-Bass. Und dann auf Druck wieder auf der vierten Reihe. Zug und wieder auf Druck. Zug. Noch einmal auf den Teil auf Druck der vierten Reihe. Und dann beginnt das Stück wieder von vorne. Den gleichen Pass wie vorhin. Wieder der Basswechsel, F-Bass. Und dann der letzte Teil vom dritten Teil ist dann so. Der Dreiklang, Druck, vierte Reihe. Dieser Griff hier gleicht an der zweiten Reihe und die letzten zwei auf der vierten Reihe. So, nun der letzte Teil hier noch einmal. Zug. Und dann noch einmal der Wechsel hier. Eigentlich diese zwei. Und auf der zweiten Reihe noch ein Knopf. Und dann der Wechsel. Hände frei. Und auf Druck. Nein, der letzte Teil noch einmal von vorne. Hier kannst du zum Schluss diesen Basslauf spielen. Wichtig ist auch der B-Bass. Und dann beginnst du mit dem dritten Teil von vorne. Wie gesagt, das Trio spielst du jetzt zweimal und dann kommen wir zum letzten Teil. Ich spiele dir einmal diese Passage kurz vor. So, hier suchen wir den Gleichton. Dann ein Knopf oberhalb des Gleichtons und ein Knopf unterhalb des Gleichtons. Das ist unser erster.
Noch einmal. Zug. Noch einmal von vorne. Dann Zug. Dann dieser Einzelton. Einzelton, also Einklang, Zug, Zweiklang, Gleichton, noch einmal von vorne, Zug, also hier und diese drei. Hier der Wechsel auch auf die zweite Bassreihe, auf den G-Bass. Dann hier kein Bass, bei diesem Griff hier. Und dann der nächste. Das ist auch ein Dreiklang. Also hier der letzte auf der vierten Reihe. Dann der Halbton mit den Daumen zu spielen. Und der Gleichton der dritten Reihe. Und dann zweite Reihe. Noch einmal von vorne. Basswechsel. G-Bass. Kein Bass bei diesen zwei Griffen jetzt. Und hier dann wieder der B und der kleine B-Bass. Dann beginnt das Stück eigentlich wieder von vorne. Wieder das gleiche. Und dann statt auf die erste Reihe zu wechseln, wechselst du ganz einfach nur auf die zweite Reihe. Dreiklang auf Zug. Druck. Also nochmal. Zug. Und dann bleibst du auf dem B-Bass. Okay. Das war's eigentlich schon. Viel Spaß jetzt beim Lernen und viel Erfolg wünscht dir Manuel aus der Musikerstube. Ciao Baba und bis zum nächsten Lernvideo.